Das Märeli aber ist jeden Tag schöner geworden. Da haben vor Neid und Wut das Märeli noch mehr geplagen als früher. Und einmal am eiskalten Morgen hat die Mutter einen Pickel in die Hand gedrückt und gesagt: «Gang zum Fluss, du hast Eis aufpickeln und hol mir einen Fisch. Ich hab Lust auf Fisch. Und komm mir nicht ohne heim. Hast du verstanden?» Das Märeli hat gefolgt und ist auf den Fluss ein Loch ins Eis pickeln. Da ist auf einmal eine prächtige Gutsche anzufahren gekommen. Dort ist der Jungkönig drin gesessen. Als er das wunderschöne Mädchen am Fluss gesehen hat, ist er ausgestiegen und hat gefragt: «Was machst denn du da bei dieser Kälte?» «Ich muss für meine Mutter einen Fisch fangen, sonst darf ich nicht mehr heim», gibt das Märeli zur Antwort. Da hat der König Verbärmst bekommen mit dem, hat es an der Hand genommen und in die Kutsche geführt. Dort hat er es mit einem weichen Pelz zugedeckt und ist mit ihm ins Schloss gefahren. Bald darauf hat er es geheiratet. So ist das Märeli Königin geworden, wie ihm das Zwergli gewünscht haben. Nach einem Jahr hat sie ein Kind bekommen und im ganzen Land haben sich alle Leute gefreut. Und die Mutter und Stine, die hat vor Neid und Wut fast vertätscht. Ganz scheinheilig sind sie ins Schloss und haben gesagt, sie wollen die Königin pflegen. Aber kaum sind sie mit dem Märeli einmal allein im Zimmer gewesen, haben sie es gepackt und zum Fenster rausgeworfen, gerade im Fluss runter, wo am Schloss vorbeigeflossen ist.